Schöne gute Mittag. Neue Chancen hummerreise Emission haut überschrieben, neue Chancen am Tourismus, an neue Chancen am Zusammenleben von Frau und Mann. François Hetto, der sieht für die zwei Bereiche, die zuständig ministerisch, was sieht er als die größten Herausforderungen am Bereich Chancengleichheit? Also für mich ganz klar eine bessere Verdelung von den Aufgaben zwischen Männern und Frauen und das an alle Bereiche vom Leben. Frauen sind heute immens gut qualifiziert, und aber fand man sie noch nicht genug Arbeitsmarkt drin, zumal nicht auf Responsabilitätsposten, technische Berufe oder auch als selbstständige Entrepreneurin. Und da muss ich aber sagen, dass also Wirtschaft immens wertvoll Potenzial verloren geht. Und auch bei politischen Mandaten sind Frauen noch immer stark unterrepräsentiert. Die Sachen halt von allein klar auf der Hand, Frauen drohen Tabbelastung auf viele Familien, für allem bei der Kindererziehung und der Pflege von den älteren Generationen. Dabei soll man als all bewusst sein, dass man beide Geschlechter an einem ausgeglichenen Mix auf alle Niveaus brauchen. Wieso? Man will Frauen und Männer sich durch ihr unterschiedliche Talente und Kompetenzen ergänzen, und die Komplementarität, die gilt einfach überall zu nutzen. Am Interesse von der Wirtschaft, von der Gesellschaft, aber auch am Interesse von den Leuten selber an ihrem Privatleben. Dafür muss man über neue Wege und auch über neue Modelle nachdenken, wie wir als Berufsleben und als Familienleben können ernst organisieren, und vor allem, wie wir die zwei können besser miteinander verbinden. Wie kann denn das dann Ihrer Meinung nach am besten machen? Aber ich denke, alle Familien sollten das mal für sich selber dezidieren. Der Modell, den ihr wählt, den muss ja nicht für das ganze Leben sein. Meine persönliche Vision ist, wo beide Elternteile zu 75% arbeiten gehen, und zwar an der Lebensphase, wo ihr Kinder klein sind. Das bedeutet, Männer finanzielle Ressourcen für die Familie einerseits, aber andererseits bringt das ihnen selber mehr Lebensqualität und ermöglicht ihnen noch vor allem eine intensive Relation zu ihren Kindern aufzubauen. Wir vergessen viel zu oft, dass die Kinder an ihren älteren Modellen gesehen, und dafür ist es immens wichtig, von kleinen mit ihnen zu kommunizieren und ihnen Werte wie gegenseitiger Respekt und Vertrauen beizubringen. Es ist nicht der Meinung, dass man den Eltern die Aufgaben, die er für sein Leben prägen, sollen aus der Hand holen. Ältere Sinn heißt Verantwortung überholen, und das beinhaltet auch Zeit für seinen Kinder zu 100% Kinder zu verbringen. Die Entreprisen haben natürlich auch eine Rolle zu spielen, an dem sie flexibel Arbeitszeiten oder neue Formen, wie zum Beispiel den Teletravail aufhören, und zwar für Männer und für Frauen. Und ich meine noch, wir müssen das alles machen von der fixen Idee, da sind für eine Top-Leistung zu bringen. Als Erstes muss man in so einem Büro sein, und als letzten Abends muss heimgehen. A Schweden, das wir Landen wo wir es normalerweise gerne inspirieren, da heißt wir nur 5 Wochen abends nach dem Büro als schlecht organisiert. François Hetto, an wie eine neue Chance bieten sich am Tourismus? Alljahres gehen zu Lützeburg mehr wie 2 Millionen Übernachtungen von Gästen aus aller Welt realisiert. Das Touristen gehen hier im Land viel Suchen aus, nicht nur für zu schlafen, für touristische Attraktionen, aber auch für die Restaurants, für die Kultur, für die Geschäfte, für die Cafés und natürlich für Taxiservice. Außerdem sind am Land 16.500 Arbeitsplätze direkt oder indirekt vom Tourismus abhängig, und es wird noch an den nächsten Jahren noch zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen gehen. Ganz besonders an der Hotellerie, der Restauration, am Service, am Accueil oder an der Küche. Und gerade die Sektoren, die bieten einen idealen Start an Berufsleben für viele Junge und auch Männer-Jungleute, für Leute mit und für Leute ohne Qualifikation, die sich aber durch Fleiß und Kompetenz können abschaffen. Ein Sektor also mit reellen Perspektiven, vorausgesetzt, es will die schaffen. Konkurrenz am Ausland schläft nicht. Mir ist überzeugt davon, dass Lützeburg sich kann über die Vielsprachigkeit, Qualität von Eiseninfrastrukturen, Qualität an Freundlichkeit am Service für seine Nachbarländer differenzieren. Wir sollten dafür auch all denen Leute, die das Land bei sich noch zu spüren gehen, dass sie willkommen bei uns sind. Und das wäre für uns freie politische Mission von heute.